Grüße zurück zu No Man's Sky. Wir sind kurz vorweg. Es gibt einiges kurz und schmerzlos zu vermelden, beziehungsweise ich möchte ein paar Sachen ansprechen. Dazu nehme ich heute No Man's Sky. Es ist der 30.09. um 11:53 Uhr. Um spätestens 12:40 Uhr sollte ich losfahren, denn heute ist großer Tanktourismustag in Österreich. Jawohl, du hast richtig gehört, ab morgen setzt ja die CO2-Steuer noch einen drauf, gell? Das Paradestück unserer Umweltministerin Frau Gewessler. Ja genau, ist halt nun einmal so. Es sind ganz schwierige Zeiten derzeit und was dem Ganzen aber keinen Abbruch tun soll, dass wir da weitermachen mit dem Quake halt, ne? Du kennst ja meine Ausdrucksweisen wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst. Zeitgleich bedanke ich mich für 80 Abos. Macht man halt ab und zu, gell? Ich bin eigentlich keiner, der sich für Abos bedankt. Weil man einfach denkt, wenn dir das gefällt, was ich da mache, dann bin ich schon glücklich, ich bin ja bescheiden, und ansonsten freue ich mich über jeden, der sich meinen Inhalt oder Content da antut, gell? Gut. Was machen wir heute? Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich erzählen werde und weißt was? Wir werden einfach jetzt einmal eine kleine Runde losfliegen. Diese Folge wird heute nicht lang. Eigentlich war es ja geplant, dass ich heute die Dings mache. Die komplette Artemis-Storyline. Kann man das so sagen in der Hinsicht? Da, schau her, da ist da. Da. Artemis der Entdecker. Atlantis. Na, das hat nichts mit. Da. Na. Okay, da haben wir nur mehr den Artemis. Da. In Artemis machen wir das nächste Mal dann komplett durch, weil dann können wir nämlich endlich, was ich herausgefunden habe, in Dings engagieren. Den ersten Ingenieur oder Techniker, weiß nicht, wie du das nennen willst, gell? Ja. Natürlich, die Welt verändert sich. Das haben wir jetzt schon alle mitgekriegt. Was? Keine freien Plätze im Schiffsinventar? Ja, das werden wir gleich. Das werden wir gleich machen. Auch kein Problem. Die Welt verändert sich. Natürlich. Über die Hintergründe will ich jetzt nicht viel sagen oder reden, weil offen und ehrlich gesagt mittlerweile von vielen Dingen Magengeschwüre kriege und mir die Eierler aus der Hosen hupfen. Genau. Aber ich möchte so gut wie es geht, wenn es mir auch meistens nicht gelingt, ohne gesellschaftlichen Kontext oder sonstigen Scheiß ein bisschen dagegen wirken, nicht alles immer ernst zu nehmen. Ich weiß, die Lage spitzt sich zurzeit in etwaigen Situationen oder Lebensbedingungen zu. Man merkt es, Strompreis, Gaspreis etc. Ist leider so, du kannst es nicht von der Hand weisen. Hier in Österreich haben wir weitere Probleme. Es ist ja nicht nur die Teuerung, es ist ja nicht nur die Inflation, die mitunter EU-weit am größten ist mit 10%. Du hast richtig gehört, das kann dir auch schon den Tag verderben. Ich habe mittlerweile einen Weg gefunden, das Ganze lockerer zu sehen. Du kannst es nicht ändern. Du musst abwarten, was zukünftig noch kommt, und dann kannst du nur für dich selber dagegen steuern. Genau. Beschäftigt dich nicht unbedingt viel mit diesen Dingen, weil sonst musst du an Dauerurlaub in der Sigmund Freud Klinik in Graz buchen. Genau. Ja, so ungefähr stell mir das gerade vor. Wenn du dann komplett irre durchdrehst und vielleicht denkst, ja, wen kann ich heute den Tag vermiesen? Und zwar, jetzt gehen wir mal wieder weg von den Scheiß. Und zwar,
ich hab mir was überlegt. In Kürze wird ein 4. Spiel aufploppen. Oh, schau, Metalle, das könnte man alles brauchen. Das ist geil. Die Metallfinger, die nehmen wir immer mit. Immer. Das freut das Geldbörserl. Ja, in Kürze. Kann ich da genau sagen, ungefähr. Warte kurz, ich muss nur schauen, meinen schlauen Kalender. Weil bei mir ist alles mittlerweile ein bisschen aufgeschrieben. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, am 8.10. gibt's wieder das nächste was fürs Ohr und am 9.10. sollte dann das neue Spiel mit beginnen. Ich habe das Spiel schon einmal gespielt, aber damals noch auf der PS4. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach einmal. Und ja, ich habe so einen PC zum Laufen gebraucht. Jawohl, Baby! Yes! Dann werden wir mal für Zeit lang diese 4 Spiele haben. Genau. Und Alien Isolation folgt dann nach dem Spiel, was vorher kommt. Genau. Ich bin momentan am Umstellen von den Konsolen weg hin zum PC. Erstens einmal ist es einfacher. No Man's Sky kriege ich am PC bei mir nicht zum Laufen. Ich weiß nicht warum. Und die Xbox... Meine Xbox ist schon einige Jahre alt. Hat ja auch schon einige Macken. No Man's Sky bin ich froh, dass noch läuft. Es werden von der PS4, von der Xbox einige Spiele, einige Rennspiele nächstes Jahr kommen. PES möchte nächstes Jahr gestaffelt weitermachen. Dazu aber später mehr. Wenn es soweit ist. Und jetzt kommt's in Kürze ein kleines Video, in dem ich Veranstaltungen antease, in puncto, was mich interessieren würde, wo ich aber schauen muss zwecks der weltlichen Lage. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe mir da auch schon was überlegt. Und wie du vielleicht, wenn du mich länger verfolgst, ich bin ja ein Mensch, ich bin ja da direkt aus der Steiermark in Österreich und ich rede in den Dialekt oder in den Akzent, den wir da haben. Genau, schon seit bald 41 Jahren und so würde es auch weiter in Hand haben. Mit dem Music Maker kreiere ich meine Intro-Musik und aus Trailern oder vielleicht Gameplay schneide ich mir dann die Intro-Videos zusammen. Ja, genau. Ah, herrlich. Wie haben wir denn da jetzt da überhaupt? Achso, na, das hat er in den Exo-Anzug. Na bitte, na bitte. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich schneide das alles zusammen und ich möchte mich da ein bisschen anheben. Genau. Das Problem ist nur, durch das, dass ich Schichtarbeiten gehe, viele, die Schichtarbeiten, wissen das wahrscheinlich, je länger du zum Beispiel Nachtschicht machst, umso müder wirst du mit der Zeit dann. Das ist einfach ein stinknormaler Vorgang, der sich körperlich anspült, weil die Nachtschicht den Biorhythmus des Körpers ein bisschen durcheinander bringt. Ne? Und ich werde zukünftig auch versuchen, wieder mit ein bisschen besserer Laune an die Sache zu gehen. Vieles ist bei mir vorproduziert, wenn oft Wochen und Monate. Da müsst man verzeihen, das geht sich bei mir sonst nicht anders aus. Da hat... Also na, da war ja wieder so ein unterirdische irgendwas. Wo war denn das jetzt da? Natürliche Grabstätte. Das könnte man noch mitnehmen. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ja, wird schon nicht so dringend gehen sein. Ansonsten wird es mir wieder einfallen. Ein wenig der Nachtschicht. Und das bringt halt ein bisschen einen Biorhythmus durcheinander vom Körper.
Und es ist halt du wirst halt mit der Zeit müde. Genau. Und um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich habe eine Zeit gehabt jetzt, da wo ich den Sendeplan 3 Videos alle 2 Tage. Ich werde jetzt wieder auf ein Video pro Tag umsteigen, weil es für mich einfacher ist. Vieles wird vorproduziert sein. No Man's Sky hingegen wird relativ zeitnah aufgenommen, so dass du später dann vielleicht einen Kommentar dazugeben kannst und ich den einfügen kann, mit einbeziehen kann. Genau. Um jetzt zurückzukommen aufs nächste Jahr. Es werden einige Sparten kommen, die abseits des Gamings liegen. Ich habe jetzt mittlerweile Interesse dran. Ich arbeite gerade an einem neuen Kanaldesign, an sämtlichen neuen Dingen, was dazukehren und hin und her, bla bla bla. Hauptaugenmerk nächstes Jahr, das wirst du in Kürze in diesem kleinen Video sehen, das wird ein großer Hauptaugenmerk des nächsten Jahres, weil es eine verdammt große Reise wird. Jetzt, groß, für mich sind 9 Stunden Fahrzeit nix. Was Paketzusteller, Seemoliker, schon wissen. Und darauf wird dann nächstes Jahr der ganze mitunter auch der Hauptaugenmerk liegen. Da werde ich mit einbeziehen und wie ich das machen werde, weiß ich aber noch nicht. Ab November, kann ich da jetzt schon verraten, werde ich viel vorproduzieren, da ich über Weihnachten wieder Urlaub habe. Die Videos werden eingegeben, über Weihnachten so gut wie es geht und Silvester, bis ich wieder arbeite. Dann werde ich mich wieder zurückmelden mit einem Video und du wirst es dann im Laufe der Zeit sehen, wie das alles vonstatten geht. Genau. Wir fliegen jetzt noch eine kleine Runde. Aber da können wir noch hinfliegen. Weil ich bin mir sicher, wenn wir dann in der nächsten Aufnahme mit der Artemis-Reihe beginnen, da sind wir sicher länger unterwegs. Genau. Also nur, dass du jetzt mal Bescheid weißt, nächstes Jahr wird viel außerhalb vom Gaming kommen. Ich habe mir viel überlegt. Ich habe mir auch die zeitlichen Abstände dazu überlegt. Und wie ich das genau zeitlich mache, steht alles noch auf einem Schmierzettel. Jetzt muss ich das alles nur so für mich selber übertragen, dass ich keinen Stress dabei habe und es schaubar bleibt von der Menge her. Ich weiß, wir leben in stressigen Zeiten, hin und her und bla bla bla. Aber ich bin halt mittlerweile der Überzeugung, formulieren wir es anders. Ich hatte vor kurzem einen Satz gelesen, der mir sehr gefallen hat. In der heutigen Zeit wird der Stress ja schon wie sagt man, als Charaktereigenschaft interpretiert oder hergenommen. Heißt, auf gut Deutsch gesagt, wenn du jetzt wen triffst, das jetzt schon lange nicht mehr gesehen hast zum Beispiel, und dann redest du so über das Wetter und hin und her und dann fragst du, und wie geht's da sonst so, und der sagt dann zu dir, ja, immer ein Stress. Ich bin mittlerweile dahinter gekommen, dass sie die Leute alle damit selber anlegen. Im Endeffekt rühmen sie sich in der heutigen Zeit schon damit, dass sie sagen, ich hab so viel Stress. Ja, also da bist du aber selber schuld erst. Meine Zeit auf dem Planeten ist auch begrenzt, aber ich schaue auch, dass ich das Beste draus mache. Okay. So, da. Wir schauen jetzt da mal in dieses Terminal hinein, nehmen das da mit. Dann gibt es heute mal eine kürzere Aufnahme. No Man's Sky. Und in der nächsten Aufnahme fangen wir dann mit Artemis an. Da werden wir dann einmal ein paar von den ganzen Stories und Dings weitermachen, genau. Das Spiel ist dann noch riesig und wir haben erst knapp, ich glaube, 16, 17, 18 oder 19 Episoden haben wir ja erst. Also, und wenn die Entwickler so weiter basteln an dem Spiel, kommt sicher noch was dazu.
Genau, sie haben ja schon, glaube 22, 21 oder 22 Updates haben sie schon. Datenprotokoll, ich entdecke, ja, bla bla bla. Es wurde mir etwas hinterlassen, das mir auf meiner Reise helfen wird. Sehr schön. Okay, also da mal ein kleines Dankeschön an euch Zuschauer, die sich da diesen kleinen Kanal irgendwo aus der Steiermark anschauen oder vorbeischauen, je nachdem. Ich bin da flexibel. Wenn du vorbeischaust, freue ich mich. Und ich bin auch keiner, du musst mir jetzt bitte verzeihen für kommende Aussage. Du musst mir bitte verzeihen, wenn ich jetzt nicht irgendwo hinschreibe, Abo und Bewertung. Das überlasse ich ganz dir. Genau. Ich werde jetzt 41 und ich muss da unehrlich gesagt gestehen, man sollte das Leben ein bisschen gelassener sehen. Trotz der schwierigen Zeit, die wir gerade haben. Aber ich bin optimistisch, dass es noch schlimmer werden wird. Und somit, danke dir und ich hoffe, ich kann dir zukünftig weiterhin eine gute Unterhaltung bieten mit denen, was ich noch vorhab, und der Rest ergibt dann, wenn wir soweit sind. Also dann, ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Video. Und ja, du kennst es eh. Samstag und Sonntag habe ich dann eh Zeit, da setze ich mich dann hin und dann werden wir diese komplette Artemis-Reihe weitermachen. Baba dabei!